Heisinnig nächst Daniel Mertes, ich hoffe bei der Wursebildung. Und ich wollte dir scheinst oder den oder anderen Flotbuch vorstellen. Heute habe ich mal ein Thema rausgesicht, weil das alle Gute betrifft. Jedenfalls, ob manst einmal den Tag muss man alle Enker schlafen gehen. Und dafür habe ich 2 Bücher mitgebracht, wo die just um das Thema geht. Das erste Buch, das ich mitgebracht habe, das heißt Kleiner Tiger, müder Krieger, das von Max von Thun. Und am Hintergrund, wenn der lauscht, dann hört er eine Musik. Und das ist ganz genau Musik, die bei das kleine Büchelchen passt. Der Max von Thun hat ein kleines Büchelchen geschrieben, wo es eben darum geht, dass Heinz du den einen oder anderen, den am der so viel erlebt hat, gekämpft hat, Sachen entdeckt hat, spannende Geschichten erlebt hat, was Heinz du am Bett liegt und nicht richtig ausschlafen kann und nicht zur Ruhe kommt, weil ihm noch so viele Erinnerungen von da am Kopf rundherum schwirren und er nicht richtig kann loslassen. Dass er das aber muss machen, das wissen wir alle gut, denn das ist ganz wichtig, dass wir abends zur Ruhe kommen und den Tag können aufschließen, dass wir den anderen Tag topfit und den neuen Tag können rausgehen. Der Max von Thun, sein Buch Kleiner Tiger, müder Krieger, aus bei Ars Edition rauskommt, und auch bei Ars Edition auf dem Internet sieht, du findest dann noch das passende Lied, das bei diesem Buch passt. Dann habe ich noch ein anderes Buch mitgebracht, das sich auch um den Schlaf dreht. Warum muss ich schlafen, heißt das. Das Büchelchen, was auch für Kleinkinder schon ist, also ein Buch, das uns ein bisschen mehr Informationen über das Phänomen Schlafen gibt. So Fragen wie, für was muss ich eigentlich schlafen? Weil das dann eigentlich so wichtig ist. Für was ist es so wichtig, dass ich abends am Bett gehe und schlafen? Aber wie machen die anderen dann? Wie machen zum Beispiel die Fehlerscherer beim Schlafen oder die Fledermaus oder die Astronauten, die okay richtig Bett tun und die die schwerelos durch den All fliegen und die doch nicht fest an einem Bett können liegen. Wie machen die das? Und dann als wichtiges Thema, was passiert dann eigentlich mit mir und der Nacht? Was geschieht mit meinem Körper, wenn ich schlafe? Da liege ich du, am Neues heinst du wesig, schon da etwas gedreht, etwas Komisches oder etwas, was mir sogar Angst gemacht hat. Oder etwas, wo ich Frau war oder etwas, wo ich gar nicht kann erklären, für was ich so etwas gedreht habe. Jedenfalls ist das ein kleines Büchelchen aus dem Usborn Verlag, weil das viel über das Schlafen und die Hintergründe vom Schlafen erzählt. Das ist ein Buch mit dicken Seiten, also kartoniert, wo ganz viele Klappen dran sind, so kleine Taschen, die ihr kann aufmachen, wo ihr noch weiter Informationen kriegt über das, was du gerade thematisiert wird. Also 2 Büchelchen, die ich euch nicht mehr kann empfehlen, für all die, die morgens nicht gut ausschlafen und für die, die wollen ein bisschen mehr über das Phänomen Schlafen gewöhnt gehen. Aber wenn ich euch nur 2 Bücher vorgestellt habe, ihr wisst, dass ich euch dann auch noch immer etwas Kleines mit auf den Weg gebe, was ihr könnt daheim basteln oder etwas spielen. Aber zum Schlafen habe ich mir heute etwas ausgedacht. Mir habe ja just gesagt, dass ich Heinz nicht gut kann, abends loslassen, dass ich am Bett liege und dann denkt ihn und die vielen Sachen, die er erlebt hat, ob das guter oder schlechter waren, egal. Ich habe gedacht, wir gingen heute 2 Erinnerungsgläser malen, zusammen basteln und da schreiben oder malen wir, was wir so gute Sachen und nicht so gute Sachen am Tag erlebt haben. Und da können wir die, abends, ehe es ins Bett geht, schön an ein Gläser packen und da sind sie auch, können sie da schlummern. Bis den anderen Tag. Und ich hoffe, dass dir alle guten Weg an Bett fand und zur Ruhe kommt. Viel Spaß jedenfalls mit den 2 Büchern und mit dieser kleinen Bastelaktivität, die du gleich erklärt wird. Viel Spaß! Lo weisen ich euch, wie wir als Erinnerungsgläser basteln. Wir brauchen vom Material nicht ganz viel, und zwar 2 Amachgläser, so wie wir sie hier sehen, oder ein bisschen größer, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Wir brauchen Farben für auf Glas zu malen. Wir brauchen Farben für ein Zettelchen, auf ein Zettelchen zu malen, was ihr so am Tag erlebt habt, von guten Sachen oder von schlechten Sachen. Natürlich könnt ihr doch einfach drauf schreiben und da kann schon losgehen. Für dich malen wir als Gläser farbig. Und zwar holen wir ein Glas
wo man etwas drauf malen, was etwas Schönes ausdrückt. Das kann zum Beispiel eine Sonne sein oder ein Menschen, der lacht oder Blumen. Und an der auf das zweite Glas, da malen wir, wenn es nicht so schön ist. Vielleicht Wolken, ein bisschen Regen oder ein Menschen, der kreischt oder traurig drauf guckt, je nachdem, wie ihr es wollt gestalten. Mein erstes Glas ist fertig. Das ist ein Glas, wo alles schön ist. Die Sonne scheint, viele Löcher fliegen durch, da so kleine Blimmerscher sind auf meinem Glas. Je, das Zeichen für alles, was schön war am Tag. Dann das zweite Glas. Das habe ich auch fertig gemalt. Da sind Wolken, die kreischen. Und innen ist Dirt. Oder mein Wald ist ein bisschen dicht. Oder ist alles ein bisschen braun, ein bisschen trist. Da kommen dann all meine kleinen Erinnerungen vom Tag dran, die nicht so gut waren. So, und nun mache ich mich und schreiben. Ich habe mir Blätter durchgelöscht und 2 Farben. Rot für die Sachen, die schön sind, blau für die Sachen, die nicht so schön waren. Und dann kann es losgehen. Ich schreibe mir ein paar Sachen ab, die mir auffallen, was ich heute erlebt habe, was mir nicht so gefallen hat. Und auf das andere Blatt könnte das stehen, was super war, was die Mensch schön war, wo ich mich auch sehr tun, etwas, was ich so bald nicht werde vergessen, wo ich richtig gut drauf war. Aber wenn ich fertig bin, dann lehne ich mein fertig gedirbelt Zetteln an mein Glas. So, und los bin ich auch schon fertig mit meinen Zetteln. Ich habe meine Erinnerungen vom Tag drauf geschrieben. Hier ist den Zettel mit der Erinnerung, die nicht so schön war vom Tag. An den Zettel lehne ich an das Glas, wo die Sachen draufkommen, die eben nicht so schön waren. Den anderen Zettel, das war etwas, wo ich mich super amüsiert habe, wo ich ganz froh war. Den Zettel könnt natürlich an das Glas, wo eine Sonne drauf gemalt ist. Und für das nicht jeder an meinen Gläser kann gucken kann, mache ich sie schlussendlich zu. Und da könnt ihr sie an ihre Schaf setzen oder auf ihr Regal. Und vielleicht geht es dann mal weiter. Da könnt ihr den nächsten Zettel schreiben. Ein Zettel für an das Glas mit den Sachen, die nicht so schön waren. Und ein Zettel an das Glas mit den Sachen, die super waren, an die ich viel Fried gemacht habe. So, da wünsche ich euch viel Spaß beim Nobasteln und Schreiben am Malen.